Alljährlich organisiert den LGE den Lützebäuer Tag op de Satjamsklassen. Während der aktuellen Situation hat das Jahr am kleinen Kader stattgefunden. Verschiedene Klassen konnten mit einem Guide vom Lützebäuer Resistenzmuseum durch Aschgoen und über Stolpersteine abgeklärt gehen. Am Kader vum Lützebäuer Dach goufen op Satjam am junge Lycée eng Reihe Aktivitäten geplant. Leider hunn dëst Joer wéint der Pandemie Aktivitäten missen e bëssen mi kleng ausfallen. Die Idee vum Lützebäuer Dach am LGE as de Schüler vu Satjamsklassen die Lützebäuer Kulturminute ze bringen. Mehr hun 2 Klassen mat der Kamera dabei begleet. Ein Klasse als Matera Prof dofir an Esch gangen. Für der Gemengeplatz hunn sie dun hire Guide, die Elisabeth Hoffmann vom Escher Resistenzmuseum getroffen. Sie hat eng Visit fir Schüler präpariert, fir ihnen zu weisen, wo in haut nach Spuren vom Zweiten Weltkrieg kann fannen. Die Schüler waren schon ziemlich überrascht, wo sie vom Guide erklärt kruten, dass auch haut nach deite Spuren vom Zweiten Weltkrieg zu gesehen sind. Und das nämlich auf der Seite von der Escher Gemeng, wo ihn an der Fassade nach Abschusslöcher von einem Geschoss aus dem Krieg kann gesehen. Weit an der Uelzestrasse tun, kruten die Schüler erklärt, dass eben nicht immer just Geschäfte an diese Gebäude waren. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Haus, in dem die Nazien hier Kreisleitung dran installiert hatten. Bei dieser Visit ist der auch nach dem Stolperstein gegangen. Das sind aus einer Initiative aus den 90er Jahren entstanden, den jüdischen Opfer vom Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Das Messingstein ging auf historisch wichtige Plätze an den Trottoir gesetzt. Genau für jene Wohnungen, wo die Opfer vor ihrer Deportation gewohnt haben. Hier konnten die Schüler dann noch nach Biografien von den deportierten Leuten vom Guide erzählt. Allein an der Uelzestrasse sind eine ganz Partie Stolpersteine zu finden. Seit 2013 goufen ungefähr 100 Stolpersteine hier zu Lützeburg verlost. Punkt von der Visit war auch noch die heutige Synagoge zu Esch. Von da aus hast du weitergegangen auf den letzten Punkt an etwa auf der Place de la Synagogue, wo früher die Escher Synagoge stand. Hier konnten die Schüler auch noch ein paar Fragen beantworten und noch weisen, was sie zum Thema Antisemitismus am Zweiten Weltkrieg an der Schule präpariert hatten.